Sei Ruhe! Rutzfummel geht! Schaut, dass weiterkommt! Und es wird zur Not gleich bestürzt dabei. Sind jetzt die Rocker schon bei uns? Eine gute Frau. Ich bin schon eher ein Altrocker. Ha? Bruno. Der Braunbär. Nein, der Bruno Bergmeier. Ist auch recht. Sagen Sie mal, ist auf einer geschossen worden? Oder haben Sie am Ende selber geschossen? Bist vielleicht gar ein Wilderer, ha? Oh meine gute Frau, die Ganghofer-Zeiten, die sind leider schon längst vorbei. Oh, vorbei von wegen. Die Zeiten sind bloß anders geworden. Ja, heute schießen sie aus dem Auto raus. Nein, ich glaube, mein Duck, glaube ich, hat's zerrissen. Zerrissen? Die Duck? Ja, mein Oldtimer, mein Motorradl. 175er Sport mit Königswelle. Das weiß ja schon, dass ein Motorradler Oldtimer ist. Oh. Schließlich hab ja ich meinen Mann Ossi auf so einer Maschine kennengelernt. Mir nichts. Ja, der hat sich als Junge schon für alte Sachen interessiert. Aha. Was heißt jetzt da, aha? Ich war auch noch jung, gell? Mei, wir sind ja damals bis über den Brenner aufgefahren. Ja, und sogar zum Attersee. Ja, Attersee, schöne Strecke. Ha? Um den Attersee, schöne Strecke. Ja, das kannst du laut sagen. Attersee, schöne Strecke. Alter, blär doch nicht so. Ich hör noch ganz gut. Sind Sie wahnsinnig? Warte mal, was ist denn da schon wieder los? Was soll denn die Schreierei? Er schreit so, weil sie es zerrissen hat. Das verstehst doch du nicht. Ja, und ob ich davon was verstehe. Du schreist da wieder so rum, dass bei meinen Kirchmilch im Alter sauer wird. Erstens einmal sind das immer nur meine Kier, gell? Merkt ihr das? Du einer geschlichener Klarhäuser, du eingeheirater, du. Jawohl, liebe Schwiegermutter. Und zweitens musst du die nicht um 2:30 Nachmittag schon um die Milch kümmern. Schau lieber nach, ob sie mein Schnuffel nicht sagt, erschreckt hat. Wegen dem Schuss. Leg mich doch. Was? Leg dich doch ins Bett, wo so alte Leute hinkommen. Was hast du gesagt? Nix. Und dass du mir ja nicht bis zu meinem Schnuffeli, gell? Freilich, erst will ich sauber duschen und nachher fahr ich mit dir zum Friseur. Zum Rasieren. Allmächtner! Das war ein bisschen Krawall. Wer hat denn da geschossen? Geschossen? Ja. Der da? Ja, das mit dem Schießen, das war sozusagen ich. Aber Sie haben doch gar kein Gewehr dabei. Nein, mein 175er Duck mit Königswelle hat's zerrissen. Nicht. Am Ende kein Maschinengewehr oder ein Panzer? Beim Maschinengewehr. Eine 175er Duck mit Königswelle ist ein altes Motorrad, ein alter Oldtimer, verstehst? Aber ich meine, das mit dem Alten fällt doch eh in Ihren Zuständigkeitsbereich. Also so alt bin ich jetzt auch wieder nicht. Ich meine bloß, Sie verkaufen doch so Antiquitäten. Entschuldigen Sie, dass ich mich noch nicht vorgestellt habe. Beatrix Stäblein, Antiquitäten und Kunst. Ich komme aus Bamberg. Meine Spezialität sind Bierseidler, Bauernschränk und Kachelöfen. Ja, das konntest du betonen, wie du es magst. Meine Antwort ist nein. Wieso? Ich habe doch gar nichts gesagt. Aber gedacht. Haha, an meinen alten Bauernschrank, gell? Nicht einmal gedacht. Ja, wer's glaubt, wird selig. Was soll ich denn bitte gedacht haben? Ha? Dass ich dir von meinem Großvater selig den guten alten Bauernschrank verkaufe. Dazu kann ich Sie nicht zwingen. Kannst auch gar nicht. Aber genug geboten habe ich fast schon. Nur über meine Leiche. Ach, gute Frau Lindner. Entschuldigen Sie, wenn ich störe, aber könnte man vielleicht bei einer irgendwo die Hände waschen? Da
hinter der Schubverwand der Brunner. Danke. Ach so, klappt es. Sie, hallo. Ja. Sie können sich voll auch gern bei mir in mein Zimmer ein wenig frisch machen. Man, sind doch keine Umstände. Was hast denn da Umstände? Das täte ich voll gern für Sie. Ja, der Brunner da hinten, der reicht mir aber vollkommen, danke. Ach Gott, Allah, das ist ein Mann wie ein Bär. Ja, wollen wir bloß hoffen, dass es kein Problembär wird. Ach Gott, Allah, der Mann, der braucht doch ein Spiegel. Ja, dann bring ihm halt einen. Hast doch viel nur Kruschzeug drin in deiner Handtasche. Ja, aber die liegt doch in meinem Zimmer auf der Kommode. Ja, dann hol's halt. Die Kommode? Na, die Handtaschen und den Spiegel. Dass man euch Franken immer alles erklären muss. Also, das ist aber jetzt... Der Schafstoßen von der Klärgramm war wieder gescheit gekriegt. Ja, jetzt muss bloß noch der Deckel geschmeißt werden, nicht, dass noch Unglück passiert und am Ende gar einer reinfällt. Ja, die Klärkram, da arbeitest doch du schon die ganze Zeit hin. Mein Lieber, zum Vater seiner Zeit, Gott habe ihn selig, hat's das alles nicht braucht. Mei, Na, irgendwann ist halt vorbei. was meinst du denn da damit? Ja, die Zeit von jedem. Da redet doch kein Schmarrn. No lebe, gell? Und da wird's ja so schnell nichts dran ändern. Man redet ja bloß. Gestorben ist gleich schnell. Hast du meinem Schnuffeli das Kraftfutter gegeben? Ein Kraftfutter. Nachmittag um 2:30. Ja, damit's Kraft hat zum Spazierengehen. Ja, dann mach doch selber. Du weißt ja, wo steht das Kraftfutter? Also, Du, eine Sau wird am Halsbandel spazieren geführt, als wie ein Hund. Du, die schaut mir von immer länger an. So, jetzt hab ich alles. Dem Mann muss schließlich geholfen werden. Grüß Sie, Herr Sepp. Das geht auch. Ich hab nämlich nicht nur Herz für Antiquitäten, für Menschen fall schon auch. Jesus, die Herztropfen für mein Schnuffeli, die habe ich heute in der Früh schon vergessen. Bisher hat sie es überlebt. Also, wenn man nur so pietätlos reinkommt von der Schöpfung. Ja, aber ich hab's ja der Karin damals schon gesagt, dass sie sich das überlegen soll. Ob's mich heiratet, ich weiß schon. Aber wahrscheinlich hat sie es dir gerade mit Fleiß da. Ja, wahrscheinlich. Schließlich ist sie auch meine Tochter. Mein Gott, nein. Und dabei war der Meier Franz damals so hinter ihrer her gewesen. Das war eine Partie gewesen. Und so ein netter Kerl. Ein hinterkünftiger Halsabschneider. Ein erfolgreicher Geschäftsmann mit einem eigenen Autohaus, gell? Ja, der möchte jetzt sogar ausbauen. Du, den Anger hinterm Obstgarten, gell? Den verkaufst du im Fall nicht. Warum nicht? Wenn er mir ein gutes Angebot macht. Wenn der Anger nicht mehr zum Hof gehört, dann haben wir zu wenig Grund für die Betriebsprämie von der EU. Ja, dann können wir zusperren. Willst du das vielleicht? Ich überleg mir's. Willst du nicht deinem Schnuffeli noch seine Herztropfen geben? Mein Gott, gut, dass du mich daran erinnerst, gell? Wo hab ich sie denn? Ah, da sind sie. Da schau her, da steht's. Coronaldin. Das sanfte Ruhekissen für ein nervöses Herz. Ach so, und ich hab aber gemeint, ein gutes Gewissen wäre ein sanftes Ruhekissen. Ja, du musst ja das wissen mit dem guten Gewissen. Ich störe die Unterhaltung wirklich bloß ungern, aber kann die Berne vielleicht einmal kurz telefonieren? Warum? Ja, weil mein Handy irgendwie keinen Empfang hat da bei einer heraus. Ja, mei, wir sind halt der raus in einem Funkloch. Ja, so ein neumodisches Zeug braucht's auch bei uns nicht am Hof. Aber ein normales Telefon haben sie aber schon, oder? Na, Briefdaum werden wir haben. Coronaldin. Sag mal, Schnuppele, jetzt komm ich zu dir, gell? Ging es noch rein. Gleich hinter der Haustür hängt's. Was, wer? Ja, das Telefon an der Wand. Ach so, ja. Hoppala. Entschuldigung. Das wollte ich jetzt nicht. Ist ja nichts passiert. Ja, genau. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Ja, ich müsste da mal... Aufs Häusl. Gleich ein Gang aus, zweite Tür rechts. Gell? Daher müssen wir telefonieren. Ach so, ja, hinter der Haustür hinten. Ich weiß. An der Wand. Dankeschön, ich weiß Bescheid. Da ist ja. Ja? Er weiß Bescheid. Wer ist jetzt noch das? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Anscheinend ein Freund von deiner Mutter. Was? Der und meine Mutter? Also, du spinnst. Das stimmt. Einer spinnt da heraus, aber ich bin's nicht. Nee.
Was hast du denn schon wieder für einen Streit gehabt mit unserer Mutter? Mit deiner Mutter. Ich bin bloß angeheiratet. Ja, ich weiß schon. Ich hätte einen Meier Franz heiraten sollen, wo er mir doch so nachgestiegen ist. Sag mir bitte eine, der Hallodri nicht nachgestiegen ist. Der Reiter Lisbeth, bei die hat ihn ja schließlich geheiratet. Geschau, ich hab halt viel lieber die genommen, weil du nicht immer irgendeiner nachgestiegen bist. Ach so, du willst damit sagen, mich hätte er sowieso gar nicht genommen. Na, drum hast du ein gottgefälliges Werk getan und einen dritten Burm von einem kleinen Hof am Irschberg zu dir als Hausels genommen. Also, Gesepp, du bist doch der Bauer und ich bin deine Bayerin. Warum überschreibt nachher nicht deine Mutter uns endlich einen Hof, hä? Sie ist halt im Alter ein bisschen eigen. Eigen nennst du das? Du andere im Alter, das sind schon längst im Austrag, ja, oder im Altersheim. Also Sepp, sie ist nicht unrecht. Sie mag mich nicht, sie hat mich noch nie mögen und sie wird mich auch nicht mögen. Ja, die Hauptsache ist, ich mag die, alter Grantler. Also das ist zwar ein sehr seltsamer Mensch, der da gerade mit dem Motorrad gekommen ist. Ja, ich weiß gar nicht, wer das ist. Ich glaube, das ist vielleicht der Wilderer. Was? Wahrscheinlich hat er sein Gewehr irgendwo im Gebüsch versteckt. Ja, und weil der so männlich ist. Ein Wilderer, am helllichten Tag. So blöd ist da wirklich keiner. Ja, oder gerade drum, weil die schlausten Verbrecher tarnen sich ja mit dem Ungewöhnlichen. Und geschossen hat er auf jeden Fall. Das hab ich selber gehört. Naja, man wird ja sehen, was draus wird. Ich muss mich jetzt ein geschwinderin umziehen. Ich will ja heute noch auf das Herbstfest nach Rosenheim. Das ist ja viel lustiger und urwüchsiger wie das Münchner Oktoberfest. Also irgendwie seltsam ist der schon, der Herr. So, jetzt gib her, mein Schnuffi, Schatzi. Jetzt kriegst du deine Tropfen mit. Da, hörst du das? Ja. Wie die das Viech verwendet, das ist ja nicht mehr zum Zuhören. Du, bei uns hat der Sau immer nur die Essensreste von der ganzen Familie gekriegt. Aber nein, Bertha Schnuffeli kriegt er nur das beste Biogemüse. Bio-Obst, Aufbaupräparate und Herzstärkungstropfen. Was ist denn bei den Kier los? Die werden wahrscheinlich eifersüchtig sein aufs Bertha Schnuffeli. Weil sie keinen so schönen Flügelschwanzerl haben. Also Eifersucht klingt anders. Da steckt schon mehr dahinter. Mei, die Bläs wird halt bald kalben. Ja, seitwärts. Jetzt muss aber schlafen, gell? Da kommt du hier noch einen feinen Spaziergang machen. Da, hörst du das? Ja. Und die Krönung von der ganzen Sauerei ist der romantische Abendspaziergang am blau-silbernen Halsband. Du, eine Sau wird gassig geführt, als wie ein Hund. Und das nur von deiner Tochter. Von unserer Tochter, gell? Es ist zwar meine Mutter, aber die Cordula ist unsere Tochter. Also da kannst du sicher sein. Auch wenn mir der Meier Franz nachgestiegen ist. Also das Madel hat solche Spinnereien von mir wirklich nicht. Außerdem posiert sie auch schon wieder mit so einem Meier rum. Wie die Mutter. So, du hast aber nicht vergessen, dass ein Tom, sein Vater, einmal dein bester Freund war. Ja, bis damals. Zu dem bewussten Fasching. Wo du am Feuerwehrball mit dem Hallodri in der Heilbodenbar verschwunden bist. Also, dass dir das immer noch nachhängt. Da ist doch nichts passiert. Ein Freund macht sowas nicht. So, das war jetzt ganz was Feines, gell? Und so lustige Augelein hat mein Schatzilein. Hörst du das? Ja. Lustige Augele, Bertha Schnupfele, Schatzele. Irgendwann nimmst du das Viech mit ins Bett. Darf ich dich vielleicht daran erinnern, dass die Sau eigentlich von dir ist? Mein Gott, nein. Ich weiß ja noch, wie heute. Wie der Herr Josef Hingerl sternhagelvoll vom Schafkopfrenner heimgekommen ist und eine halbe Stunde lang das Schlüsselloch nicht mehr gefunden hat. Und im Kerbel drin, das kleine Fackel, gell? Ja, und das hätte auch ein Sparfackel bleiben sollen. Und nicht so ein Mordstrumpf von einer 13. Sau Lebengewicht. Ja, mei. Die Oma und die Cordula, die haben halt einen Narrendruck gefressen. Ja, aber wenn du das Fackel dann auch noch nach meiner Mutter nennen musst. Mei, sie war halt die Erste, die mir am nächsten Morgen in meinem Sur über den Weg gelaufen ist. Trotzdem, man nennt der Sau nicht Bertha, wenn die Schwiegermutter auch so heißt. Jetzt habe ich meine Klupperl vergessen. Die Bertha, die steht mir bis daher. Irgendwann bring ich's um, die Sau.
Ist aus mit Bertha Schnuffeli, dann hast du sich's ausgebärt hat jetzt. Du, untersteh, gell? Du kannst doch nicht quasi ein Familienmitglied umbringen. Wirst du auch schon sehen, was ich kann und was ich nicht kann. Ach, glaubst du, das dir ist nicht mehr zum Helfen? Hilft dir selber noch, hilft dir auch der Herrgott. Also den Herrgott möchte ich jetzt gar nicht bemühen, aber Hilfe kann ich jetzt trotzdem brauchen. Ja, da reden sie am besten mit meiner Frau. Ich hab jetzt was Wichtiges zum Tun. Wir können ja nicht Ihnen weiterhelfen, Herr... Bergmeier, Bruno Bergmeier. Ja, mein Motorrad ist da mit Fehlzündungen vor einem Hof leider liegen geblieben. Und selber kann ich das nicht mehr reparieren. Ach so, drum haben Sie telefoniert. Ja, ja, natürlich, selbstverständlich, ja. Wissen Sie, in meiner Werkstatt, da erwische ich niemand mehr. Freitagnachmittag, die sind alle schon längst auf der Rosenheimer Wiesn jetzt. Ja, mei, bei so einem Wetter ist das auch kaum zum Verdenken. Ja, ja. Und Sie wollen jetzt natürlich auch dringend aufs Herbstfest. Oh, um Gottes Willen. Ich bin ein absoluter Bierzeltmuffel. Bei mehr wie 4 Leuten an einem Tisch, da kriege ich Schweißausbrüche. So, Ja. oh mei, da könnten Sie der Bruder von meinem Sepp sein. Ja, das ist entweder ein Taxi, eine Busverbindung oder irgendwie eine Werkstatt vielleicht. Also Taxi gibt's bei uns da draußen keins. Bloß in Brien oder Endorf. Ja, und wann der nächste Bus fährt, das weiß ich leider nicht. Naja, und die nächste Werkstatt, die wird da drüben im Werk haben. Ja, aber bei denen ist auch Freitagnachmittag, ich verstehe schon, ja, ja. Nein, wenn Sie eine Viertelstunde warten, dann steht der junge Meister vom Autohaus Meier in Bergheim da auf dem Hof. Können Sie zaubern? Nein, aber ich habe eine Tochter. Ah, und die kann zaubern. Nein, aber die hat einen Freund. Ah, verstehe. Der ist kein Zauberer, aber der ist Automechaniker bei der Firma Meier in Bergheim. Stimmt's? Ja, also so wie Sie kombinieren, da könnten Sie ja glatt ein Detektiv sein, ne? Okay, nehmen Sie doch dabei ein bisschen Platz, Oh, gell? danke schön, ja. So, ja, also ich muss jetzt meine Klumpern holen und endlich die Wäsche aufhängen, sonst wird's halt nicht mehr drucken. Lassen Sie einer nur Zeit. Sag einmal, bist du gleich Stadtpläne, Kurpläne? Schnuffel mit Schlaffer! Sind Sie immer noch Ja, ich warte ein bisschen. da? Ein bessere Zeiten. Vielleicht, ja. Sie gefallen mir. Ja, das ist aber nett. Also, selbst mich umbringen. Entschuldigung, ich hab grad meine Klumperl geholt. Ja, was man in am Kopf hat, muss man mit den Füßen machen, gell? Mein Sinn ist halt manchmal ein bisschen seltsam, gell? Ach, ja. Jetzt schauen Sie, bitte. Dankeschön. Ja, und wie gesagt, der wird gleich da sein. Ach, Sie sind ja immer noch da. Ja, warum stört Sie? Sitze ich im Panorama? Soll ich mich vielleicht woanders hinsetzen? Um Gottes Willen. Ich wollte Sie bloß fragen, ob Sie heute noch weiterfahren tun. Also, wie Sie vielleicht vorhin mitgekriegt haben, ist mein Motorrad mit Fehlzündungen leider hier liegen geblieben. Ach, na waren das gar kein Schuss. Nein. Da fällt mir direkt der Star vom Herzen. Herr, Bergmeier, Bruno Bergmeier. sehr erfreut. Übrigens, ich heiße Beatrix. Ja, Stäblein, Sie machen Kunst und Antiquitäten und Sie kommen aus Bamberg, stimmt's? Woher wissen Sie das jetzt? Sind Sie am Ende von der Polizei? Von wo bitte? Polizei? Ja, warum? Haben Sie vielleicht was ausgefressen? Na, Das war ja keine Kunst. Sie haben es doch gerade vorhin hier am Hof gesagt. das sehen Sie mal, wie Sie mich verwirren tun. Ja, war keine Absicht. Das war auch gar nicht so gemeint. Ah, ja. Oh, das wird die Cordula und ihr Dom sein. Sehen Sie, und genau auf die 2 warte ich nämlich. Sie kennen die zwei? Nein, aber... Was? Ich hol schnell meine Sachen. Sie sind bestimmt der Tom Meier, stimmt's? Ja, grüß Gott. Grüß Sie. Und Sie sind? Das ist der Herr Berghammer. Und der hat ein kaputtes Motorrad. Bergmeier wäre richtig. Aber das mit dem kaputten Motorrad, das stimmt leider, ja. Und jetzt kommt der Herr Berghammer. Meier. Also der Herr Bruno, der kommt nicht weg. Ja, ich kann Sie schon mitnehmen. Oh ja? Ja, ich fahre bloß bis zum Sportplatz auf. Na, Sie sollten ihm doch das Motorrad reparieren. Sie sind doch der Fachmann. So, ja. Ja, das darf ich ja wirklich gern. Aber ich muss in einer halben Stunde beim Training sein. Wir haben die Woche noch ein wichtiges Spiel, wissen Sie? Ja, und ich bin Mannschaftskapitän. Also ich muss da mit gutem Beispiel vorangehen. Sind Sie eigentlich Torwart oder Stürmer? Eher Mittelfeld. Puh, wie damals unser Lothar, gell, Bruderle? So
ähnlich. Ja. Also, ihr müsst jetzt dann. Ach, es ist aber dumm, Tom, dass Sie keine Zeit haben für den Herrn. Ja, da kann man nichts machen, gell? Sport ist Sport. Ja. Bei Erna klingt es aber eher so wie Sport ist Mord. Ja, es kommt immer auf die Umstände drauf an. Ach Gott, aller Herr Bruno, dann sind Sie ja sozusagen hier gestrandet. Ja, sozusagen, gell, ja. Also, morgen Vormittag kann ich mir Ihre Maschinen vielleicht einmal anschauen. Ach, ja. Ich meine, Herr Bruno, wissen Sie, was Sie heute tun? Ne, was tu ich? Sie schlafen heute da. Da? Am Heilboden drum vielleicht? Na, neben mir. Neben Ihnen? Also, entschuldigst das Nicht im selben Zimmer. Da drin sind 2 Fremdenzimmer. Und eins ist nicht belegt. Die Frau Karin ist sicher damit einverstanden, obwohl sie ja sonst nicht unter 3 Tage vermieten tut, welche den Aufwand mit der Wäsche, wenn sie verstehen. Ich verstehe schon, ja. Wollen wir vielleicht die Bayerin noch mal fragen, hä? Na, ich zeige Ihnen jetzt erst einmal das Zimmer da. Ach, was sag ich? Die Suite. Sie werden sehen, Sie wollen gar nicht mehr raus. Hatschi! Herr Gott, nicht, dass Sie sich da noch ergelten tut. Kommen schnell. Halt! Da schau her. Ja, vielleicht zukünftige Schwiegersohn wieder ganz sportlich. Servus. Wieso vielleicht? Ich hab gemeint, du hättest nichts gegen mich. Gegen dich eigentlich nicht, aber vielleicht gegen deinen Vater. Den großen Autohausbesitzer und Kfz-Händler Franz Xavermeier, der heimliche Kaiser vom Westufer des Chiemsees. Du, mit einem alten Schmarrn, da hab ich wirklich nichts am Hut. Sollst du vielleicht aber. Nicht, dass du quasi aus Versehen die Tochter von einem armen Klarhäusler heiratst. Was? Wieso das? Ich hab gemeint, mit der neuen EU-Förderungsdingsbums da seid ihr ganz gut aufgestellt. Ja, schon, aber wenn dein Vater der Oma den Obstdaler abschwatzt, dann haben wir zu wenig Grundfläche für die EU. Dann können wir uns das ganze schicke Geld sonst wo hinschmieren. Ja, und? Habt ihr es jetzt schon mal gesagt? Ja, freilich, aber manchmal tut man das mit Fleiß. Da, direkt starrsinnig ist sie im Alter. Und bloß, weil es damals den Franz Xavermeier gar so gern nehmen hat. Ja, der Thomas, ja, grüß dich. Grüß dich. Nein, sag mal, vielleicht so einen ganz schönen Gruß an deinen Vater, Ja, gell? mach ich. Sepp, du kümmerst dich heute ums Schnuffeli. Weil die Cordula ist wegen ihrem Sport noch nicht da und ich bin heute schon ein bisschen müde. Wo hab ich jetzt immer meine Tropfen? Ah, da sind sie ja. Ja, wenn's mir reinpasst, nachher mach ich's. Was hat da, wenn's dein Leib passt? Das heißt, dass wir heute noch eine Keibe kriegen, weil das ist nachher doch wichtiger als wie deine Sau. Sepp, weißt du, Karin, das tut der mir grad fleißig, ja. Was ist denn schon wieder, Mama? Ha? Keibe gibt's fast jeden Tag. Aber mein Schnuffeli ist was Einzigartiges, oder? Ja, freilich. Einzigartig, Ja. gell? Na, Mann, na. Du wirst schon sehen, was mit dem Angler passiert, wenn du so weitermachst. Wirst das schon sehen. Nimm die Herztropfen lieber selber. Zur Beruhigung. Da hast du das gehört? Manchmal kann das umbringen, die Sau. Ja, dann tu's halt endlich und red nicht immer bloß davon. Du weißt hoffentlich noch, was du mir versprochen hast. Weißt du was? Recht hast. Die Bertha muss weg. Auf immer und ewig. Ja, und gleich heute Nacht noch. Ja, endlich tust du mal was. Aber wie? Du, die Einzige, was rauslocken kannst, das war die Cordula. Mei, der Aha, eine über den Schädel und dann soll es der Metzger Max mit seinem Fühllader mitnehmen. Ja, das ist gut. Geräuschlos und ohne Zeugen. Und wir hätten noch ein Problem weniger. Herr Berghammer! Was für ein Problem? Ja, du hättest dein Versprechen eingelöst. Was für ein Versprechen? Das große Grillfest zum Vereinsjubiläum. Ja, sozusagen Spanferkel XXXL. Da kriegen wir alle Mannschaften damit satt. Heusgrad, Kotelett, Würstel, ja, was weiß ich noch alles. Ja, und der Vereinspräsident Franz Xavermeier steht wieder fein da. Mei, das können wir doch dazu sagen, dass du der großzügige Spender bist. Ja, und dann reicht sich sozusagen über dem Grill die Hand. Und verbrennen sie uns dabei. Auf jeden Fall hätten wir gleich mehrere Probleme damit aus der Welt geschafft. Also, ich regel das mit Max. Also gut. Ja, und was wollten Sie noch? Herr Berghammer! Ja,
es ist wegen dem Fremdenzimmer, ja, natürlich, ja. Reden Sie am besten mit meiner Frau, ich muss wieder in den Stall. Ja. Karin! Hatschi! Ich kann grad nicht, ich stehe am Herd. Gesundheit. Danke, danke. Haben Sie einen erkältet? Na, wissen Sie, mir juckt's in ganz bestimmten Fällen immer in der Nase. Das ist eine Berufskrankheit von mir, gell? Aha. Was sind Sie denn vom Beruf? Sepp, was ist denn? Oh, ich glaube, ich schaue mich nicht so bayerisch. Nein. Ist schon recht. Hoppla. Entschuldigung. Das war jetzt keine Absicht, gell? Schade. Naja, war ja nichts passiert. Ah, Frau. War ja nichts passiert, also irgendwoher kenne ich den Typen. Was ist denn mit dem überhaupt los? Ach komm, das erzähle ich dir später. Ja, aufs Training fängt in 10 Minuten an. Ja, dann nix wie sportlich, Herr Mutti. Einen Stern, der deinen Namen trägt. Ja, wo ist er denn jetzt? Also, Frau Hengel, machen Sie ja keine Umstände, gell? Na, sieh, das passt schon. Bloß mit dem Überziehen vom Bett müssen Sie ein bisschen warten, weil ich muss den Tag noch fertig machen. Kein Problem. Ich gehe sowieso nicht zu früh ins Bett, gell? Da ist er ja, der Herr Berghammer. Interessant. Vielen Dank für Ihre Bemühungen, gell? Freilich mache ich gern, gell? Und? Hat's also geklappt? Mit was? Ja, die Einmietung Ach so. für eine Nacht. Ja, ja, die hat geklappt, ja, ja. Sie, was ist? Hätten Sie Interesse? An was? Ah, an Antiquitäten. Na, gucken Sie mal daher. Hui. Ja, das Dirndlgewand, das ist sehr geschmacklich, ja. Geschmackvoll, meine ich natürlich, nicht? Genauer hingucken. Also Sie, ob Sie jetzt schwanger sind, das kann ich jetzt so nicht sagen. Also, also was seid ihr Männer bloß für begriffsstutzig am Muffelsocken? Ja, da können Sie recht haben, aber meine Socken, die muffeln nie, gell? Nie. Gut, wo ist der Schürzer denn gebunden? Der Schürze ist am Bauch gebunden. Nein. Ja, da links halt, nicht? Ja, genau. Und warum? Ja, vielleicht druckt ja der Knoten auf der rechten Seite. Also, rechts für die Verheirateten und links die Single. Ach, verstehe, ja, ja, ja. Also noch einmal, ich suche nämlich einen Begleiter fürs Herbstfest. Oh. Ich hätte auch so ein kleines, schnuckliges Auto dafür. Oh, die hab's fürchterlich im Kreuz. Oh. Ein Begleiter fürs Herbstfest und vielleicht ein bisschen mehr. Um Gottes Willen, nein! Na dann eben nicht. Ich bin doch kein Bäderler auf aller Suppen. Auf einer wo? Kein Bäderler auf aller Suppen. Ich bin doch keine Petersilie, die auf jeder Suppen rumschwimmen tut. Frau Stäblein, das hat mit Ihnen persönlich wirklich nichts zu tun, aber ich nehme während dem Herbstfest immer schon mein Jahresurlaub. Ach, weil Sie jeden Abend auf die Wiesen wollen? Nein, weil ich mehr Ruhe haben will. Ich hasse diese bierdimpfelige Seligkeitsorgie, wo sich Freund und Feind spätestens nach der dritten Maß hemmungslos in die Arme liegen. Aber das im Arm liegen kann doch auch ganz angenehm sein. Hm? Ja, aber da brauche ich doch keine Bierzeit dazu. Das ist gar keine schlechte Idee. Gut, dann bleiben wir da und machen uns einen kuscheligen Abend am Ofen. Wissen Sie, da in der guten Stube steht ein Kachelofen, barock. Ein Traum. Die Feuertür schmiedeeisern aus der Werkstatt von Johann Baptist Ganslander 1743. Aber nichts verraten. Den lug sich der alten Bäuerin schon noch ab, weil die spinnt bei schon ein wenig, gell? Ist da Versammlung? Oh, grüß Sie. Gerade habe ich von Ihnen gesprochen. Und davon, wie schmuck Ihr kleines Schatzkästle da ist. Da konntest du reden, was du magst, gell? Meine Zeit kriegt keiner. Das gehört mir und das kriegt einmal die Cordula und dabei bleibt's. Ja, freilich. Gäng's noch weg? Gab's zu der Nachbarin gehen geschwind, weil die spinnt für mich. Oh, zur Nachbarin mit Schirm und Hütler. Was habe ich gesagt? Die spinnt. Ja, der spinnt. Und zwar die Schafwolle. Ja, Spinner am Abend, erquickend und labend. Schöner Abend noch. Also viel. Und? Wo waren wir zwei Hübschen stehen geblieben? Oh. Also, entweder wir fahren miteinander aufs Herbstfest oder wir machen es uns beim kuscheligen Abend am Kachelofen gemütlich. Frau Stäblein, Ja. die Hingels, die heizen ihren barocken Kachelofen frühestens Ende Oktober ein und so lange habe ich Gott sei Dank keinen Urlaub. Hatschi!
Herrschaftszeiten, was ist denn heute schon wieder los? Ja, was war jetzt nachher das? Halt die Blässe endlich. Okay, die Bläs hat da schon alle irgendwas früh gehabt. Ach so? Das hab ich gar nicht mitgekriegt. Wird schon deine Mutter gewesen sein. Vielleicht hat ja der Kater ihr Stufeli erschreckt. Miau! Sepp! Bauer Sepp! Bauer Sepp! Bauer Sepp! Wo sind wir denn, ha? Fräulein Stäblein. Ein Mann! Ein Mann! Was? Ein Eimer? Ist ja nicht schlecht. Ein Mann! Ein Mann! Ja, der Sepp ist mein Mann. Herrschaftszeiten ist die schwer. Ui. Und gefeiert hat's gestern auch. Da drin, da liegt der Mann! Da drin! Da im Gästezimmer. In mein Bett! Und das irritiert sie oder freut sie sich? Da haben wir ja unseren Verbrecher. Ja, und vermummt ist er auch noch. Wieso vermummter Verbrecher? Ach so! Ja, wissen Sie, der Bart, das ist so ein kleines Hobby von mir. Dann habe ich die Bartbinden immer dabei, damit er mich in keiner Situation verlegt. Ja, aber die Frau Stäblein beschwert sich gerade, dass Sie sich quasi bei ihr im Bett verlegt haben. Ja, Respekt hätte ich noch gar nicht zutraut auf den ersten Blick. Oh, also das hätte ich ja nie von Ihnen gedacht. Ein armer, wehrloser Frau in ihrem eigenen Bett belästigt. Ja, was ist denn passiert? Ja, das frage ich Sie. Ja, das fragen wir uns auch. Dann kann ich ja die Aufklärung geben. Also die gnädige Frau da, die ist nämlich bei mir im Bett gelegen, jawohl. Ich schlaf die ganze Nacht seelenruhig. Eine wunderbare Luft haben sie da heraus, jawohl. Plötzlich geht diese Sirene da neben mir los. Sirene? Ja. Oh, das hätte ich ja nie von Ihnen gedacht. Und ich hätte gedacht, ich hätte mich gestern Abend deutlich genug ausgedrückt. Deutlich genug? Ich sag nur Barockkachelofen. Aber pst, ich weiß doch nix mehr. Gestern nach Ihrem Korb, da war ich so allein, dass ich ganz depressiv mit meinem kleinen Auto nach Rosenheim auf das Herbstfest gefahren bin. Und danach, ja, da war sie nix mehr. Ja, die Leiden des fröhlichen Zechers, gell? Beziehungsweise der Zecherin. Jetzt sagen Sie mir doch bitte, was heute Nacht passiert ist. Also von meiner Seite aus, Ja? nix. Nix. Sie sind ja fast noch angezogen. Nix. Nein, aber passiert ist doch was. Da schauen Sie mal her, da hinten, die Fensterscheibe ist kaputt. Oha! Räuber! Mörder! Am Ende gar Dieb oder Einbrecher. Frau Stäblein, geben Sie mal bitte schön Ihren Zimmerschlüssel. Ja, wenn ich bloß wüsste, wo der ist. Ah ja, das werden wir gleich haben. Karin, wo ist denn der Zweitschlüssel vom Apartment von der Frau Stäblein? Ja, im Kastel in der Mutter ihrer Kammer. Ja, ich hol ihn schon. Bin gleich wieder da. Allmächt, stell sich bloß einer vor, ich hätte heute Nacht da drin in mein Kammerl geschlafen. Das wäre nicht auszudenken. Wieso? Was? Ja, stellen Sie sich doch vor, der Gangster wäre über mich hergefallen. Auwe, so eine Gruselgeschichte möchte man erst gar nicht vorstellen. Da war jetzt der Schlüssel. Geh mir her. Was ist? Ja, was ist? Mutter ist weg, verschwunden. Hey, die ist bestimmt in aller Herkunft früh schon aufgestanden, weil es ohnehin nicht schlafen kann. Gell, die holt's doch im Bett nicht mehr raus. Die ist bestimmt in aller Herkunft früh zu der Nachbarin zum Morgenratsch. Nein, eben nicht. Die war die ganze Nacht nicht da. Was? Das Bett ist unberührt. Ah, da ist er ja. Unser Hauptsponsor. Was? Sponsor? Was ist denn? Du, ich wollte bloß sagen, der Max. Ach, das wäre doch wirklich nicht notwendig gewesen, dass du extra wegen so einer Kleinigkeit vorbeikommst. Kleinigkeit. Mein Lieber, das war vorher ganz schön schwere Kleinigkeit. Mir gang's. Aber jetzt ist alles aus und vorbei. Wir haben alles im Griff. Ja, aber das können wir doch jetzt gleich im Stall bereden. Wieso im Stall? Ah, du möchtest nur mal einen Tatort besichtigen. Ja, ich merk schon, bei euch ist einiges los, gell? Hat sich ein Mensch schon gespannt? Nein. Mein Lieber, da kommt noch einiges auf dich zu. Komm, wir gehen jetzt in den Stall. Wenn's meinst. Ist was mit der Oma? Ist sie krank? Na, das nicht, aber sie ist irgendwie verschwunden. Also das wird ja immer mysteriöser da auf dem Hof. Ja. Ja, darum sollte man der Sache mal von Haus aus ein bisschen mehr auf den Grund gehen. Frau Engel, wollen Sie vielleicht einmal in das Zimmer schauen? Also ungern. Am Ende ist gar ein Mord geschehen. Und er ist noch da drin, der Verbrecher.
Das glaube ich jetzt wieder weniger. Sie haben doch nichts dagegen? Nein, aber wie... Um Gottes Willen. Hallo, Herr Berghammer. Bergmeier, also ich merke, Sie sind ein Bergmeier, bitte, ja. Um Gottes Willen, schaut's halt bitte nicht so genau hin, welcher der Unordnung. Ja. Ich glaub, ich hab meine ganze Unterwäsche noch nicht reingeräumt. Ach, das ist mir jetzt aber peinlich, ein fremder Mann. Frau Karin, Sie schauen ein bisschen seltsam. Ich? Ist was mit der Oma? Wissen Sie was? Oder ahnen Sie was? Nein, ich weiß nix, ich weiß wirklich nix. Das ist ja wohl eine Krankheit da. Keiner weiß was. Dafür weiß ich jetzt, was passiert ist. Die Schein da hinten, die wurde mit diesem Damenschuh eingeschlagen. Ja, jetzt kann ja wie der Prinz im Märchen nach der Besitzerin fahnden, gell? Hatschi! Hören Sie auf, ich seh's ja. Das Aschenputtel bin grad wie ich. Aber wie der Schuh durch die Scheiden gekommen ist, wenn ich bloß wüsste, was ich heute Nacht alles angestellt hab. Frau Hingerl, ich müsste dringend bitte noch einmal telefonieren, ja? Ja, freilich, Sie wissen ja, was winkt, gell? Wer hält? Nein, das Telefon. Ja, alles klar, oder? Alles klar? Sag einmal, was du heute Nacht noch bei der Cordula? Schwiegerpapa, vorm Spiel doch nie. Auwe, das ist hart. Nur zu meiner Zeit ist das noch ganz anders da gewesen. Ja, außerdem, ihr spielt ja erst morgen. Ja, aber die Damenmannschaft spielt heute. Ja, du, was anderes. Wem kehrt denn eigentlich das mintgrüne Lutschgürtel auf 4 Radl, was an der Obernhofeinfahrt zu Halbert im Graben liegt? Mintgrün. Ja. Ja, das gehört der Bix. Der Beatrix. Ja, hier halt unser Gast. Da wird's einem ja ganz schwindlig vor lauter Männern. Oh Gott. Ach so, ja, dann setzen Sie ja doch bitteschön hier. Ja, stimmt. Das 4-radrige Seifenkistel gehört einer, gell? Hab ich ganz vergessen. Ja, und ich hab vergessen, was passiert ist. Oh, da machen sie einer nichts draus. Das Autschgeil werden wir schon wieder flott kriegen. Hey, das Wurstengürtel, das lupfe doch mit einer Hand wieder auf die Straße. Also ich glaub allebei, sie machen sich alle ein wenig lustig über mich. Na, nie. Du, Sepp? Ach, Frau Karin, ich würde mich gerne ein wenig frisch machen. Und könnte ich noch einen Kaffee haben, aber heute einen besonders starken. Ach, und 2 Weckler, 2 Gaggerler und eine Wurst. Ja, freilich, ich riecht's gleich her, Ja, gell? Sie entschuldigen mich, meine Herren. Ja. 2 Wälder, auf Wurst und 2 Gagger. Du, das ist Gaga, aber eine Sprache ist das keine. Du, geil, nix über unsere Gäste, verstanden? Ja, verstanden. Es ist mir bloß so rausgerutscht. Rausgerutscht oder nicht? Gast ist Gast. Haben wir uns verstanden? Vollkommen. 2 Gaggerler. Sepp, ich muss mit dir reden. Ja, da. Nein, nicht nachher, jetzt gleich. Es ist wegen der Mutter. Was ist denn mit der Fensterscheibe rausgekommen? Das erkläre ich dir jetzt gleich drin. Jetzt komm rein. 2 Weckler, eine Wurst und 2 Gagger. Ich krieg mich nicht mehr. Wenn wir sich gerade so unterhalten. Du, was sind denn? Gaggerler? Keine Ahnung, aber essen möchte ich es auf jeden Fall nicht. Sag einmal, hast du jetzt schon die Maschine angeschaut? Noch nicht, Sparer, in Ruhe. Aha. Ja, rentiert sich denn das überhaupt bei dem Klump da? Also, du hast keinen Sinn für wahre Werte. Was? Ja, das ist ein richtig kleiner Oldtimer. Wenn's die fährst, ist das was ganz was Besonderes. Ah, da hab ich schon lieber 4 Radl unter meinem Rega, Hintern. vielen Dank fürs Telefon und für den Kaffee, Ja, gell? ja, gerne. Ja, danke. Ja. So, gern. Dankeschön. Ja. Bitte schön, gern. Was haben sie denn gekriegt? 2 Weckler, 2 Gaggerler? Nein, ich wollte zum Frühstück bloß einen Kaffee und eine Butterbritzen. Wieso? Nix für ungut, aber man fragt ja bloß. Gaggerler. Und Thomas, haben Sie ja meine Maschine schon angeschaut? Haben Sie schon eine Diagnose? Na, aber der Sepp hat drüben im Schub seine Werkstatt. Also, da ich es gern aufbocken. Oh ja, bitte, bitte. Ja. Soll ich einen helfen? Nein, das mache ich schon. Ja. Und keine Angst, ich passe drauf auf. Ja, das möchte ich auch hoffen. Ja, gell? bis später. Vorsicht, 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 Jungs, Vorsicht. Sagen Sie mal, ist das Motorrad viel wert? Na ja, sagen wir, so unter Brüder 7,5.
750? Haha, das ist ja billiger wie jetzt gescheites Mountainbike. Skifahren, Mountainbike, Respekt. Nein, ich nicht, aber mein Neffe, der kann da so ein Mopedl brauchen. Wissen Sie was? Für 700 kaufe ich sich einen Rob eingeschlagen. Schau ich irgendwie blöd aus? Ja, aber wieso? Sie haben doch gesagt 7,5. Ja, und ein bisschen Handel muss schon sein. Mann, 7.500! Das ist 7,5. Ja, Das ist jetzt nachher das, hört sich nach Polizeieinsatz an. Das Autofahren hat er nicht gerade erfunden. So! Zurücktreten, bitte. Ah, da haben wir ihn schon. Schön. Um Gottes Willen, Herr Wachtmeister, ist was passiert? Aber schön. Ja, Sie verfolgen sicher einen richtigen Gangster, so bei einem Fahrstil, nicht wahr? Ja, man könnte meinen, der Chiemgau wäre die Bronx. Wo ist denn das? In Amerika, Mensch. Ich sage Ihnen was, Herr Wachtmeister, so bei einem Fahrstil, wenn Sie sich keine vernünftige Erklärung zurechtlegen können, dann werde ich mich einmal über Sie bei Ihrem Chef beschweren. Jawohl? Ja, er ist ein guter Freund von mir, kenne ich sehr gut. Wir sind fast wie Brüder, wir sind sogar in Schule gegangen miteinander, ja? Aber Sie haben doch gesagt... Was habe ich gesagt? Ach, dass Sie bestimmt einen Gangster verfolgen, ja? Nein, wegen dem Anruf. Ach, dem Anruf hat sich jemand beschwert, wegen dem Auto da hinten im Straßengraben. Mensch, Pfeiferl, fahren Sie wieder weg. Wo meinen Sie die Seifenkistel von unserer Lady Gaga? Wenn's meinen... Was machen eigentlich Sie da? Wer sind denn Sie eigentlich, Herr Ich bin der Hans. Hans? Gibt's da auch einen Nachnamen? Ja, natürlich. Ja, und der wäre? Der war nicht, sondern der ist. Hier. Hingel. Wohnhaft? Ja, da. Ja, gibt's da auch eine genaue Adresse? Ja, freilich gibt's da eine Adresse. Ja, dann sagen Sie mir's gefälligst. Wieso? Die wissen's doch. Woher soll ich denn Ihre Adresse wissen? Ja, Sie sind ja hergefahren auch. Lassen Sie das. Was anderes. Was anderes. Ja, lass mir das was anderes. Was anderes? Familienstand? Ha? Ja, sind Sie verheiratet? Verheiratet. Ja. Aber nicht fanatisch. Wir sollen das jetzt schon wieder verstehen. Nicht fanatisch. Eine alte Bauernregel. Was? Wenn der Bauer macht ein Bäuerlein, muss das nicht mit seiner Bäuerin sein. Lassen Sie diese Witze und Bauernregeln. Sind Sie verheiratet? Na, ich wohne bei meiner Mama. Bei der Mama. Wollen Sie jetzt meine Blutgruppen auch noch wissen? Weil dann müssen die nämlich drinnen nachschauen. Halt, da bleiben. Wir sind noch nicht fertig. Kann es sein, dass Sie mich nicht ernst nehmen? Ja, wer käme denn da drauf, Herr Oberförster? So, jetzt reicht's. Name haben wir schon. Alter, Beruf, Ausweis, Papiere. Von der Profession her bin ich ein Landwirt. Heißt du, ich sehe Pingel und alt bin ich immer so, wie mich gerade momentan fühle. Nicht ablenken, gell? Ist das da draußen im Straßengraben Ihr Auto? Ich bin ein Bauer. Meinen Sie, ich fahre ein Auto, wo ich einen Schulhilfe brauche, der Sie reingeben. Da schauen Sie mal in die offene Garage. Wieso? Ja, leck mich an. Am Meer. Genau. Also, darf ich mich jetzt wieder zurückziehen, Herr Kommissar? Ich muss so dringend ins Haus rein, weil meine Alte möchte mich nämlich verhören. Aber halt, Ausweis, Papiere. Schatzkinder, Pfeiferl! Was? Sag schon mal, seid Sie wahnsinnig? Wieso ich? Wieso? Chef, Sie haben doch gesagt. Ich hab gesagt, dass Sie mir aus dem Büro mein Notköfferl bringen sollen, dass ich Wäsche zum Wechseln hab. Ja, das hab ich auch dabei. Aber Sie haben aber gesagt, dass da eine Person vermisst wird. Und dass dann seltsame Sachen passieren. Ja, weil mir meine Nase wieder so juckt. Ah, Ihre berühmte Spürnasen. Ja, und dass ich noch gerne ein bisschen da bleiben möchte. Sozusagen als verdeckter Ermittler. Ah, undercover. Untercover, ja, natürlich. Ja. Dafür opfere ich sogar meinen Resturlaub, verstehst? Und Sie haben nichts Besseres zu tun und kommen da daher mit Tatü, Tata, in Ihrem Kasperlgewand. Sie, Herr Chef,
Das ist unsere Dienstuniform, die ist Vorschrift. Ja. Also, dass ich Sie daran erinnern muss, das enttäuscht mich. Pfeiferl, jeder Zweck hat seine Mittel und das ist das falsche Mittel. Ja, um was geht's denn da jetzt eigentlich? Sie haben was gesagt von einer alten Frau. Ja, so genau bin ich noch nicht dahinter gekommen. Da geht's um eine falsche Heirat, der Schwiegersohn ist nicht willkommen, EU-Subventionen, viel Geld halt nicht und so weiter. Das ist ja fast wie im Fernsehen. Na, Pfeiferl, das hier ist nicht das Fernsehen, das ist die Realität. Ja, und was ist mit der alten Frau? Ja, die ist seit gestern irgendwie verschwunden. Ja. So, jetzt bin ich wieder ein wenig frisch und habe einen Mordshunger. Ah, da ist ja wieder die alte Frau. Pfeiferl! Fall gelöst. Wieso, alter Frau? Oh, nein. Er meint's nicht so, er meint's nicht so. Und was macht jetzt eigentlich die Polizei da? Ich hab sie doch noch gar nicht angezeigt. Angezeigt, mich? Ja, welcher Belästigung und Nötigung und wie das alles so heißt. Sexuell nämlich. Sexo. Ja, wie soll ich das jetzt verstehen? Am besten gar nicht. Also, Herr Wachtmeister, Ja? notiert. Ja, Chef. Moment. Ich lieg so ganz brav in meinem Bett, der Schlaf der Gerechten, gell? Dann wach ich auf und da liegt dort der Herr neben mir anzüglich im Bett und schnarcht. Notiere, der Mann liegt im Anzug neben ihrem Bett, schnarchend. Das stimmt doch alles gar nicht. Bitte eins nach dem anderen. Sie werden anschließend vernommen. Was wird ich? Ruhe, oder ich mache von meinem eisenhaltigen Abführmittel Gebrauch. Ach Gott, dann lass Sie ernster. Haben Sie... Na, er meint Handschellen. Was? Wann hat sich denn das Ganze zugetragen? Ja, heute früh. Heute früh. Und wie lange hat sie der Herr in ihrem Bett belästigt? Nicht in ihrem Bett. Ja, später. Also zu Ihnen. Ja. Er wurde zudringlich, anzüglich, belästigend. Na ja, belästigend. Ich hab doch geschlafen und war's nix mehr. Hat er Sie am Ende gar gefügig gemacht? Und vielleicht eingeschläfert? Betäubt? Na ja, ich hab da schon so kleiner Brummschädel. Na, aber gefühlig. Na, das hätte er nie müssen. Ja. Ich meine, gemacht. Wenn Sie verstehen, gell? Verstehe. Nun zu Ihnen. Ja, es stimmt alles genauso, wie es die Dame gerade gesagt hat. Aha. Sie gestehen also die Tat. Mit einem kleinen, aber feinen Unterschied. Und der wäre? Dass der Tatort, also der Ort des Geschehens, beziehungsweise nicht Geschehens, also wir waren in meinem Bett. Oh, das wäre ja immer interessanter. Ich bin gespannt, was passiert, wenn ich das Protokoll im Büro tippe. Ein Wort im Büro, ich sag's ja nicht. Sie waren also zusammen mit der Frau im Bett. Herrschaftszeiten, ich hab doch gerade gesagt, dass ich nichts mitgekriegt hab, weil ich hab doch geschlafen, also lieber Herr Wachtmeister, sind Sie nicht wegen dem Auto, das da im Straßengraben liegt, komm. Ach so, ja, natürlich. Ja. Wer ist denn der Halter des bewussten Kfz, bitte? Lieber Herr Wachtmeister, das wär ich. Ich bin da heute Nacht gestreckt längs gefahren. Und dann war noch die Scheiben beim Zimmer kaputt. Ja, aber das Auto steht da draußen und im Hof sind keine Reifenspuren. Ja, das hier ist bloß ein kleiner Nebenkriegsschauplatz, wissen Sie. Ah. Ach so, ja, verstehe. Sie waren also mit dem Herrn zusammen im Bett. Danach, Wonach? nachdem ich mit dem Auto gefahren bin. Waren Sie mit in dem Auto? Nein, ich war allein im Bett davor. Wovor? Bevor die Dame mit dem Auto gefahren ist und dann bei mir in meinem Bett gelandet ist. Sie sind also allein mit dem Auto in den Graben gefahren? Ich glaub schon. Was heißt das, Sie glauben, ja oder nein? Ich war's doch nix mehr. Waren Sie am Ende gar betrunken? Lieber Herr Wachtmeister, ja glauben Sie, ich könnte im Suff Auto fahren? Ha? Ich weiß überhaupt nicht, ob Sie Auto fahren können. Egal, ob nüchtern oder im Suff. Ich nehme hier nur den Unfallhergang auf. Also, hatten Sie gestern Abend Sex? Was getrunken? Ja, also... Herr Wachtmeister, ich kann bezeugen, dass die Dame, dass wir, solange wir beieinander waren, nichts getrunken hat. Ich dachte, Sie waren nicht miteinander. Naja, es ist doch wohl ein kleiner, aber feiner Unterschied, ob zwei Pensionsgäste am Abend gemütlich beisammensitzen Kuschelig am Kachelofen oder so. oder ob sie miteinander... Allmächtig! Komm! Komm! Was ist denn jetzt schon wieder los? Gott, der Stuhl da vorne steht.
Was können denn Sie garantieren? Ja, Ihre Sicherheit! Danke der Nachfrage, aber wir kommen ganz gut allein zurecht. Da haben wir Hände hoch! Hinter Rücken! An die Wand! Beine auseinander! Beine rein! Jetzt bitte nur mal langsam zum Mitschreien. Okay, machen's doch keine Pflanze! So, Beine auseinander! Sie, da bin ich voll kitzlig. Das wäre einer schon noch vergehen. Na, das glaube ich jetzt weniger. Anna, was ist denn jetzt da los? Schatz, ja, das ist jetzt nicht das, was du denkst. Das schaut bloß so aus. Darf ich Sie einmal fragen, was Sie da machen? Ja, das ist ein amtlicher Vorgang. Ah, und sowas dürfen Sie von Amts wegen. Mein Verlobter überall anlangen. Ja, wenn Gefahr ein Verzug ist. Wo da von den Herren eine Gefahr ausgeht, das weiß ich wohl besser wie Sie. Ja, der hat eh nichts dabei. Auch das weiß ich besser. Danke, Schatz. Wer hat denn da geschossen? Niemand. Geh. Verkaufen Sie mich doch nicht für dumm. Ich hab's doch selber knallen gehört. Herr Wachtmeister, können Sie sich vorstellen, dass es sich bei dem Knall vielleicht um Fehlzündungen von einem Motorrad handeln könnte? Woher möchten Sie das denn schon wieder wissen? Weil der Herr Tom Meyer. der Herr Tom Meyer gerade mein Motorrad da hinten repariert hat, ist leider mit Fehlzündungen liegen geblieben, ja. Ach ja, da haben Sie ja was am Telefon gesagt. Aber schön. Scheppern, knallen und was weiß ich, muss ja nicht unbedingt was mit Schießen zu tun haben, nicht? Ich glaube, Sie sind vom Beruf aus ein bisschen sehr misstrauisch, nicht wahr? Ja, ja. Ja, das hat uns unser Chef beibracht. Aber Schön, dass Sie Ihren Dienst so ernst nehmen. Findet man nicht mehr in jedem Beruf heutzutage. Danke, schön. Scheren Sie einer zum Teufel, sonst fliege ich noch auf. Ja, also schön und gut. Ich denke, dass hier alles seine Richtigkeit hat. Aber, ihr Kfz, gute Frau, lassen Sie bitte umgehend abschleppen, bevor da noch eine Umweltverschmutzung draus wird. Ja, aber natürlich, Herr Wachtmeister. Ich tue doch alles für meine Umwelt. Ja. Ich bin doch kein Dreckbambe. Das will ich auch gehofft haben. Also, meine Herrschaften, man sieht sich. Ja, hoffentlich. Wiederschauen, Herr Wachtmeister. Der Mann hat auch einen Führerschein in der Lotterie gewonnen. Ja. Hauptsache, er findet einen Weg, egal wohin. Und ich bräuchte jetzt bitte dringend mal Frühstück. Jesus, freilich, ja, denken Sie nur nein. Schaut ja euch schon parat. Danke. Der Kaffee kommt gleich frisch an, Ja, also, ich weiß nicht recht. Ja, wenn da so ein Polizist mit einem Revolver vor dir steht, da rutscht dir alles in die Hosen. Das war ja nicht zu übersehen. Ja, und ich muss jetzt wieder den schönen Heide schauen. Ah, und schau grad gleich mal nach der Oma ihrem Liebling, sonst schimpft's die wieder recht. Ja. Ist denn schon wieder auftaucht? Wer? Na, Ihr geliebte Schwiegermutter. Schwiegermutter, ja. Geliebt bin ich. Ja, das war nicht zu überhören. Also, ist schon wieder da? Ja. Also, nein. Das ist bestimmt bei der Nachbarin. Ja, übernacht's da drüben öfter. Na, warum? Ja, weil Ihre Frau gesagt hat, dass das Bett heute Morgen noch unberührt war. Ja? Ja? Was ist denn mit der Oma? Sag schon. Das weiß ich jetzt auch nicht. Was geht denn das hier noch? Ja, sie reden ja gerade so daher, als wird ja Polizist vorhin. Ach, entschuldigen Sie, wissen Sie, ich habe mir nur so meine Gedanken gemacht, ja. Machen Sie Ihre Gedanken um einen selber. Wir machen uns die unsrigen. Wenn Sie wüssten, was ich denke, dann wüssten Sie bald nicht mehr, was Sie denken sollen. Ja, also da mach ich mir jetzt schon auch Gedanken. Wo ist denn die Oma? Ja, wenn ich es wissen darf, nachher darf das da schon sagen. Ja, das hilft jetzt alles nichts, aber ich muss weiter. Zwecks Ihrer Maschine habe ich jetzt nur eine gute und eine schlechte Nachricht. Welche wollen Sie denn zuerst hören? Die Gute. Ich glaube immer an das Gute in einem Menschen. Also, bei der Zündung, da sind bloß die Unterbrecherkontakte kaputt. Na wunderbar. Ja, aber vor Montag kann ich das Ersatzteil beim Spezialisten leider nicht bestellen. Aue. Das hat keiner mehr auf Lager, wissen Sie. Dann lacht wenigstens das zahlende Sammlerherz, gell? Tom, nachher war's doch das Beste, wenn du den Herrn gleich mitnimmst doch im Dorf. Ja, selbstverständlich. Wollen Sie mitfahren? Ach, wissen Sie was? Ja, die Luft da draußen, die ist so gut und die Menschen, die sind alle so nett. Ich bleib da. Ich verlängere dir meinen Urlaub einfach noch ein paar Tage. Das heißt, wenn's geht. Ja, da müssen Sie mit meiner Frau reden. Haben wir gleich. Mama, Ja? ist das Weißkofel nächste Woche belegt? Na? Dann ist jetzt belegt. So?
Sie können bleiben, solange Sie wollen. Danke. Ja, jetzt pressiert's aber wirklich. Ja, sonst kann ich dir heute Nachmittag beim Spiel nicht aufhören. Wo du doch sozusagen mein ganz persönliches Maskottchen bist. Sepp, dir bringe ich da nur den Sicherungsanker vom Schachstutzen vorbei. Den habe ich gestern extra noch geschweißt. Also, Servus. Vierte! Ich hab gemeint, die Klärgruben ist längst wieder abgesichert. Ja, wenn da jemand reinfällt. Jesus, die Oma! Was ist denn? Der Schachdeckel von der Klärgrum ist doch genau neben dem Saustall. Ja, und am Abend, da sieht doch die Oma nicht mehr so gut. Nicht, dass sie da reingefallen ist. Ich schau gleich einmal. Ja, was ist? Wollen Sie da noch schauen? Ja, sie schaut doch schon. Aber es kann doch sein, dass wirklich was passiert ist mit der Oma. Wenn's wirklich so war, nachher ist schon längst tot. Aha. Das war aber nicht ungelegen, oder? Das haben sie gesagt. Und Sie haben's gedacht. Dann wissen sie mehr, als ich gedacht habe. Komm mal, Engel. Es war doch ganz offensichtlich, dass Sie Ihre Schwiegermutter nicht leihen können. Und das ist auch ganz offensichtlich, dass sie ihre Nasen in den Sacher stecken, die sie überhaupt nichts angehen. Die Bertha! Die Oma? Na, der Oma ihr Schnuffili. Die Bertha! Ja, sie meint das auch. Ja, was ist mit der? Der Saustall ist leer. Die Bertha ist weg. Aber langsam zum Mitdenken. Also langsam. Die Oma ist weg und das Schwein ist weg. Und beide heißen Bertha. Richtig gedacht. Und auf der Futtertruhe sind bloß nur die Herztropfen gestanden. Die von ihrer Oma. Na, vom Schnuffili. Ja, für mal. Die Oma ist mit ihrer Bertha auf und davon, weil du ihr das Leben da zur Hölle gemacht hast. Na, umgekehrt wird da wohl eher ein Schuh draus. Verzeih dir nie. Um Gottes Willen, Madler, beim Wanzen so. Die Oma ist weg. Ja, das wissen wir schon, leider. Und dann bin ich zum Saustall und dann war dann bei der Klärgrube der Deckel. Um Gottes Willen, so Sickergruben, das ist doch gefährlich wegen der Gärgasse. Wieder was? Die Gärgasse. Sie meint die Gärgasse. Ja, genau. Und dann war sie Tot in der Gruben. Na, die Abdeckung war ja noch drauf. Aber dann habe ich erst gemerkt, dass sie nicht da war. Ja, Madler, das wissen wir doch schon. Na, die Bertha war nicht da. Ja, die Oma Bertha war nicht da. Aber ihr Schnuffili auch nicht. Die Oma hat Schnupfen? Nein, also, wenn ich vielleicht übersetzen darf, das Schwein ist weg und die Oma ist weg. Und beide heißen Bertha. Ja, so eine Sauerei. Irgendwie hat mein Handy da keinen Empfang. Ja, mei, das ist ja so ein Kreuz mit unserem Funkloch. Ja, mal hat man einen Sender, dann reißt die Verbindung wieder ab, gell? Ja, mei. Schlecht fürs Geschäft, oder? Ja, ich meine, wo doch der Gast heutzutage sekündlich erreichbar sein will. So, na, da gibt's dann Gott sei Dank schon noch andere, die die Abgeschiedenheit genießen, gell? Naja, und von zwei fremden Zimmern kannten wir da heraus sowieso nicht leben. Aber der Hof lebt doch von der Viehwirtschaft, oder? Ja, ich meine, wenn man jetzt so viel liest über die so tiefen Milchpreise und Krise und so weiter, nicht wahr? Da gibt's dann schon noch andere Möglichkeiten. Naja. Was war jetzt das? Na, mein Alter, klingt unangenehm. Unangenehm ist jetzt gerade der richtige Ausdruck dafür. Oh, tut das weh. Was ist denn passiert? Ja, ich wollte von der Klärgrum wieder einen Deckel auf da und der hat nicht recht passt, dann habe ich mit dem Feistling draufgehauen. Ja, wo rohe Kräfte sinnlos walten, gell? Auf Ihren Kommentar kann ich jetzt glatt weg verzichten. Entschuldigung, aber schön, wenn der Schmerz wieder nachlässt. Jetzt geh weiter, geh ins Haus rein. Da muss doch ein Eis drauf. Immer wenn man sowas nicht brauchen kann, dann passiert das. Herr Berghammer, Nein, haben Sie was gehört von der Oma? nein, von der habe ich nichts gehört. Aber sie schauen aus, als wenn sie von einer Himalaya-Expedition kommen würden. Herr Berghammer, ich habe bloß einmal das nähere Umland abgesucht. Nach der Oma und dem Säuler. Ah, Säule. Ist ein bisschen untertrieben bei einer Sau von 3 Zentner, nicht wahr? Und
Haben Sie was gefunden? Leider nicht. Und Sie haben wirklich nichts gehört von der Oma. Ja, dann müssen Sie am besten die Enkelin oder die Frau fragen. Das Häusbandel hat's auch da gelassen. Sonst hat die doch ohne das Bandel keine 2 Schritte vom Haus weggemacht. Aber Freund Cordula, der Herr Bruno könnte ja gerade den Eindruck bekommen, die Oma Berta wäre seniler Pflegefall und er keinen Fuß mehr vor die Tür gesetzt hätte. Sie, und das stimmt fein nicht. Liebe Frau Stäblein, Sie entschuldigen schon. Aber ich hab grad von der Bertha das Sau geredet und nicht von der Oma. Aber Freund Cordula, es geht doch vor allem um die Oma. Also wenn Sie mich fragen, vielleicht hat sie sich irgendwo verratscht. Bei der Nachbarin. Die Säule. Na, die Oma. Die ganze Nacht. Ja, aber das Schnuffeli wäre doch nur mit mir vom Hof gegangen. Das verstehe ich nicht. Sie war doch wie mein eigener Hund. Also haben Sie quasi, sagen wir mal, öfter mal die Sau rauslassen. Sind Sie öfter mit dem Schweinderli am Halsbandel und dem Leinal spazieren gegangen, ja? Ja, jeden Tag. Und die Bertha, die ist nur mit mir gegangen. Ja, sonst hätten die doch keine 10 Pferdl aus ihrem Stall gebracht. Also da muss man jetzt dringend ein Vermisstenanzeige aufgeben. Wegen einer Sau. Und die Polizei, die sind dann alle Metzgereien in der Umgebung mittels DNA-Analyse nach Schinken und Schweinshaxen durchsuchen. Die Bertha als Wurst. Bitte, bitte. Bitte nicht. Nein. Da mag ich gar nicht dran denken. Aber ist es so? Ich hab doch gemeint, dass die Oma vermisst ist. Da muss man jetzt die Polizei anrufen und die müssen einen Suchtrupp schicken. Und dann kommt wieder der gespinnerte Wachtmeister von gestern. Na, ob das was bringt? Ja. Sie, Herr Berghammer. Meier, Bergmeier, merken Sie sich heute aber endlich. Das ist nicht so kompliziert. Ich bleib bei Bruno. Ja, von mir aus, wenn Sie meinen. Wie bitte? Wenn Sie meinen, ja. Danke. Bitte. Also, die Oma muss gesucht werden. Sagen Sie mal, war Ihre Oma in der letzten Zeit ein bisschen verwirrt vielleicht oder orientierungslos? Die Oma? Ja. Na, bestimmt nicht. Die hat schon immer ganz genau gewusst, wo der Löffel hängt. Wenn's nicht mal bloß nicht abgeben hat, den Löffel. Frau Stäblein! Ich sag ja nix. Man redet ja bloß. Sagen Sie mal, hat Ihre Oma vielleicht einen Abschiedsbrief hinterlassen mit Selbstmordgedanken? Nicht, dass ich wüsste. Hat sie vielleicht irgendwelche lebensnotwendigen Medikamente nehmen müssen in der letzten Zeit? Die Oma ist pumperl gesund. Gab es in der Wohnung Ihrer Oma vielleicht irgendwie Spuren, die auf eine Gewalttat hindeuten könnten? Mama, ist bei der Oma eingebrochen worden oder so? Geh, wer sagt denn sowas? Ja, da, der Herr Bruno. Nein, Moment, das habe ich nicht gesagt, ich habe nur gefragt. Also, ist Ihnen was aufgefallen, was in der Wohnung von der Oma vielleicht auf einen Einbruch oder auf eine Gewalttat hindeuten könnte? Na, das ist ja grad alles picobello und das Bett sauber gemacht. Also warum fragen jetzt Sie sowas? Moment einmal. Letzte Woche, da war irgendwas am Türl vom Kachelofen, hat die Oma gesagt. Naja, aber wahrscheinlich wird es der Wind gewesen sein, gell? Also das ist ja ein richtiges Verhör. Ja. Sind Sie vielleicht nicht doch von der Polizei? Oh, Moment einmal, Sie wollten doch die Polizei verständigen. Aber allein die Tatsache, dass einmal ein erwachsener Mensch, der noch alle Sinne beieinander hat, mal einen Tag nicht heimkommt, rechtfertigt noch lange keine Suchaktion. Nicht? Ja, natürlich nicht. Wenn eine Frau der Motor voll aufkommt, kann ich gleich am nächsten Tag alles vermisst melden, nicht? Ja, also das verstehe ich. Bei meinem Günther, was mal verflossener ist, da war ich sogar froh, wie der weg war. Also, glaubst an eine erfahrene Frau, jeder Mann ist bloß der Wegweiser zum nächsten. Aber die Oma ist doch Witwe. Die muss vor keinem Mann davonlaufen. Vielleicht ist ja vor ihrem Schwiegersohn davon gelaufen. Moment einmal, wie soll man das bitte verstehen? Ja, also das darf mich jetzt auch interessieren. Naja, man hat ja als Gast sehr wohl mitgekriegt, dass zwischen ihrem Mann und ihrer Mutter nicht immer alles eitel Sonnenschein war, gell? Okay. Ich glaube nicht, dass Sie das jetzt so richtig beurteilen können, gell? Ja, aber nicht bloß die Oma ist weg. Die Bertha ja auch. Da weiß man gar nicht, um wen man sich mehr Sorgen machen soll. Also bitte, im Zweifelsfall doch mehr um einen Menschen, oder? Also, Sie, Herr Bruno, wenn Sie das Dealer gekannt hätten, täten Sie sich das noch einmal überlegen. Also, bitteschön, wer soll denn jetzt das verstehen, ha? nee, schon wieder. Oh, So. Die Polizei, dein Freund und Helfer. Das Gott. Ja, sind die Marsmenschen gelandet, oder was? Zurücktreten, bitte. Ja, wieso denn? Der Tatort muss leider abgesperrt werden. Tatort? Ja, also was suchen denn Sie jetzt da bei uns? Ich
führ hier einen Auswertungsangriff durch. Zurücktreten, bitte. Na, also ich verstehe das jetzt nicht mehr. Ich hol jetzt meinen Mann. Ein Angriff? Ja, ist der Krieg? Ein Auswertungsangriff bezweckt die methodische und gründliche Erforschung des Tatortbefundes, die Auffindung von Spuren und Indizien sowie die Gewinnung von Anhaltspunkten zur Täterermittlung. Also ist doch was mit der Oma. Na, das glaube ich nicht. So sag's doch, Herr Wachtmeister. Ich sag gar nichts. Aber Sie gehen jetzt schön hinter die Absperrung und Sie bleiben vor der Absperrung und begeben sich direkt. Ich wiederhole, direkt auf Ihre Zimmer. Ich wiederhole, jeder auf sein eigenes. Und halten sich für die Zeugenvernehmung bereit. Aber wir wissen ja nichts. Ja, das sagen immer alle. Und was sollen wir bitte bezeugen? Das werden's dann schon noch erfahren. Wie lange dauert denn die Vernehmung? Ja, ich muss in 2 Stunden Fußball spielen. Ja, wenn Sie so einsichtig sind und mit uns kooperieren, dann kriegen wir das schon hin. Bitte was? Ja, dann wären wir schon fertig bis zum Anstoß. Ja, war das jetzt ein unsittlicher Antrag? Aber was? Schämen Sie sich bei so einem jungen Madler. Vor Ihnen steht eine Frau mit Lebenserfahrung. Sie, mit wem ich kooperiere, das geht Sie nichts an. Bitte? Sie sind der Chef. Nein, der Chef, der ist, ja, wo ist denn der? Will da was von mir? Hoppla! Was soll denn der Zinnober? Ich such meinen Chef. Das war schon das Stichwort. Was suchen Sie Weihnachtswichtel? Eigentlich schon wieder da bei uns auf dem Hof, hein? So, Weihnachten habe ich überhört, gell? Aber über den Wichtel unterhalten wir uns noch. Ich such Indizien. Und warum? Sie haben da Blut? Eine Wunde am rechten Unterarm. Naja, das ist bloß ein Kratzer. Da ist mir der Feistling abgerutscht. Und? Nehmen Sie jetzt Ihren Faschingsgelernten wieder weg? Nein. Und warum nicht? Oh, bitte, nichts berühren. Ja, aber ich wollte doch bloß... Das hier ist ermittlungstechnisches Sperrgebiet. Aber man wird sich doch als mündiger Bürger und Steuerzahler ein wenig informieren dürfen, oder? Ja. Was Sie wissen müssen, weiß ich immer noch am besten. Typisch. Gut, wenn man mich nicht mehr braucht, dann mache ich mich halt ein wenig frisch. Ja, aber bitte allein und auf dem Zimmer bleiben. Oh. Du Papa, da kommt schon der Tom. Ich hab's gleich, gell? Ah, ich sag's ihm. So, mein Lieber. Der bewusste Fall vor heute Nacht wird bestens erledigt. Alles ratzeputz verarbeitet. Das hat der Max sauber hingekriegt. Aha, das ist ja interessant. Welcher Fall, welche Verarbeitung? Hoppala. Einen habe ich ja jetzt gar nicht gesehen. Ja, das scheint mir auch so. Haben Sie eine neue Uniform? Was? Oder arbeiten seit neuestem in der Käserei? Tun's nicht ablenken, gell? Nichts für ungut, aber Sie brauchen mich nicht noch einmal untersuchen. Ja, ich bin sauber. Clean, sozusagen. Das interessiert mich nicht. Das geht die Kollegen vom Rauschgiftdezernat was an. Ich bin in Sachen, Mord unterwegs. Ui, wer ist denn gestorben? Also wenn ich den so anschaue, dann vermutlich der gesunde Menschenverstand. Sie, das habe ich verkehrt, gell? Also wenn Sie glauben, Sie haben in mir einen Deppen vor sich, dann sind Sie bei mir genau beim Richtigen. Gottes Willen! Ja, so weit war ich ja nie gegangen. Ja, hoppala, was haben wir denn da für einen Verband? Ja, da ist mir der Degel von der Klärgram Wo ich dir den Ring geschweißt hab. Ja, der hat zuerst nicht richtig gepasst. Nein. Ja, wenn es der sagen nachher, hab ich meinen Feistling drauf gehabt, dann bin ich abgerutscht und... Ah, hör auf, Kim, das schauen wir uns lieber mal an. Ja gut, gehen wir hinter dich. Wenn's erlaubt ist. Sie halten sich zu meiner Verfügung. Ja, selbstverständlich. Aber zuerst schauen wir uns die Klärgram an. Einen schönen Tag noch. Pfeifall! Oh, haben Sie mich jetzt erschreckt? Sag's einmal, Pfeiffer, sind Sie wahnsinnig, ha? Ja, wahnsinnig schnell, gell? Ich meine, ich mache halt meinem Namen alle Ehre, was so in mir drin steckt. Ja, Hans Pfeiffer, der Hans Dampf in allen Gassen. Na, Hans Pfeiffer. P für Polizei, F für Führungskraft, gefolgt von Eifer. Ja. Pfeife steckt aber auch im Pfeiferl, Sie Intelligenzallergiker. Chef,
ich bin kerngesund und bleibe Ihnen noch lange erhalten. Was habe ich befürchtet, ja? Sag mal, was soll denn der Aufzug überhaupt da? Na, Auswertungsangriff mit der kompletten Gspusi, ED und KTU. Ich sehe aber niemand von den Kollegen. Weder von der Technik noch von der Spurensicherung. Niemand. Ja, dafür bin ja ich da. Und ich find's gut, wenn man quasi selbstständig ermitteln kann. Bis die Spusi vor Ort ist ja immer schon wertvolle Erkenntniszeit vergangen. Ja, und außerdem müssen die Kollegen das gestrige Herbstfest aufarbeiten. Aui, ist was passiert? Ja. Betriebsausflug von der Direktion. Oha. Es soll auch der ein oder andere Maßkrug geflogen sein. Naja, wissen's, unser Preis, der Ingo vom Rauschgift, der wollte der Grubermoni von der EDV, naja, ein bisschen näher kommen. Da ist der Gansler an der Pferdl vom Reitertrupp aber ganz schön handig geworden. Und irgendjemand anders, polizeifremd, hat dann mit einem Regenschirm auf die zwei eindroschen. Resultat: 2 massive Platzwunden am Schädel von Bayer und Preis. Das ist heftig, gell? Ja. Ja, und was suchen Sie jetzt eigentlich da, hä? Naja, die Leiche. Also Spuren einer körperlichen Menschenbeseitigung. Pfeiferl, ich hab doch lediglich gesagt... Ja, dass die Oma, die Nochbesitzerin des Hofes, Erbberechtigte des Lindner, Johannes verstorben am 16. Februar. Pfeiferl, das interessiert doch nicht. Beim Mord interessiert immer alles. Erst bei der letzten Fachtagung im Vortrag. Vernehmungslehre und aussagepsychologische Erkenntnisse, da hat der... Pfeiferl, das interessiert nicht. Nicht? Nein. Aber Sie haben doch gesagt, dass die Oma verschwunden ist. Ja, dass wieder das berühmte Jucken in meiner Nase hab. Ne? Das berühmte Jucken. Das bedeutet nichts Gutes. Ich habe beim Einwohnermeldeamt die weiteren Besucher da hier recherchiert. Als die wären Karin Hingerl, Tochter der mutmaßlichen Leiche, Hauptverdächtige. Wieso Hauptverdächtige? Naja, Täter respektive Täterinnen finden sich meistens im engsten privaten Umfeld. Ja, da können Sie die Enkelin dann auch gleich dazu rechnen. Genau. Hingerl Cordula, geboren 20.01. Ist das jetzt noch Steinbock oder ist das schon Wassermann? Hirsch. Hirsch ist kein reguläres Sternzeichen. Vermutet, das ist eins von den chinesischen. Nein, das ist schon eher eins von den polizeilichen. Der Bulle, Hirsch, ne, Das verstehe ich jetzt nicht. Mach es weiter. Hat's in der Zwischenzeit irgendwelche weiteren Vorkommnisse gegeben? Nicht, dass ihr wüsst. Doch, natürlich, ja. Die Klärgrund sollten wir uns einmal genauer anschauen. Da scheint irgendwas mit dem Deckel nicht in Ordnung. So einen Taucherdruck verständigen. Den Spürhund habe ich schon engagiert. Pfeiferl, alles langsam, Schritt für Schritt. Da, lass es den einmal untersuchen, da. Ein Holzbrügel? Ja, da, Blutspuren dran. Und Haarcreme auch noch dort. Und Sie meinen? Ich meine überhaupt nichts. Das ist die Tatwaffe. Pfeiferl, wir haben keine Tatverdächtigen, nur eine vermisste Person, aber das kommt für Beweise, verstehen Sie? Ja, aber ein mutmaßlicher Mörder... Pfeiferl, keine Mutmaßungen, bitte! Ja, aber wenn Sie mir jetzt mit dem Ding eins über den Schädel haben... Chef, Ihre Freundin, ich schau mal die Klärgründe. Pfeiferl, bleibst da! Wir nehmen es den Brügen da mit! Pfeiferl! Ich glaub, Sie sind mir jetzt einiges an Erklärung schuldig. Ich? Nicht, dass ihr wüsst. Ja, ich hab mich ja schon die ganze Zeit gewundert, weil Sie immer so rumspioniert haben. Ich? Ja, Herr Wachtmeister, nehmen Sie den sofort fest. Okay. Ja, wo ist er denn jetzt? Frau Beatrix! Für Sie, immer noch Frau Stäblein. Ja, was ist denn da los? Der hat die Oma auf dem Gewissen. Was? Ja, das ist der Mörder von der Oma. Aber das ist doch alles nur ein Missverständnis. Und mich hat er noch in sein Bett gezerrt. Wer weiß, was der noch alles vorhat, dieser Triebtäter. Also, Was also? jetzt wird's aber langsam ein bisschen peinlich. Pfeiferl! Der tut fliehen. Halt, Birschall, da bleiben, gell? Jetzt einmal ganz langsam. Und gell? kein Mucks. Langsam! Pfeiferl! Sie sind der Mörder von der Oma. Ein gefährlicher Triebtäter. Jetzt war's ja doch nicht lächerlich. Der hat eine Pistole. Langsam, bitte ganz vorsichtig. Nicht, dass am Ende wirklich noch was passiert. Pfeiferl! Ich werd mich schämen. Armer, alter, unschuldiger Frauen ermorden Jetzt tun. rennst du keinen so einen Schmarrn daher. Pfeiferl! Ja, bin ja schon Was ist denn jetzt? Herr Wachtmeister, walten
Sie Ihres Amtes. Der hat die Oma auf dem Gewissen. Pfeiffer, klären Sie die Dame bitte mal auf, komm. Ja, Chef. Moment, also bedrohen Sie meinen Chef gar nicht. Ja, was ist denn da für Schreierei? Das ist keine Schreierei. Das ist Polizeieinsatz. Was? Ja, darf ich vorstellen? Polizei, Obermeister Pfeiffer. Und das hier ist mein Chef, Polizeihauptkommissar Bergmeier vom Polizeipräsidium Oberbayern, Mordkommission. Und der wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie es nicht mehr länger bedrohen würden, ja? Allmächt, ich verstehe jetzt gar nichts mehr. Das ist ein Durcheinander da. Ja, und dieses Durcheinander werden wir jetzt Stück für Stück entwirren. Gell, Chef? Pfeiffer, schießen Sie los! Ja, nein, nicht, oh mein Gott, mit dem! Ach so. Was habe ich da in der Hand? Ein Holzprügel. Genau. Und da klebt auch noch frisches Blut dran. Ja, und helle Haare. Ja, und der lag... Ja, hinterm Saustall, hinterm Holzstoß, aber gut versteckt, ja. Na, wie im Krimi. Wollen Sie mal... Nein, Pfeiffer, Ihr Fall, bitte, nein. Haben Sie den schon mal in der Hand gehabt? Nein, kann schon sein, ja. Da haben wir schau. Und da ist auch Blut und 2 tiefe Kratzer. Ja, da ist mir der Deckel von der Kleiderraum aufgefallen. Vorher war es noch der Feistling, gell? Sind Sie Linkshänder? Nein, ich bin ein Rechter. Ihre politische Meinung tut hier nichts zur Sache. Aber wie Sie sich mit einem Werkzeug, das Sie in der Rechten halten, am rechten Unterarm verletzt haben, also das finde ich halt schon sehr akrobatisch. Wenn ich es Ihnen doch sag. Also, erst haben wir gedacht... Nein, Sie haben gedacht, Sie. Also, ich habe gedacht, dass man die vermisste Person in der Klärgrube finden könnte. Ich sag's ja, die Gärgasse. Da können Sie ruhig reinschauen, da werden Sie nichts finden. Ja, ein Tauchertrupp wäre schnell informiert, gell? Aber die Bewusste kann auch woanders hin verbracht worden sein, gell? Gell? Ich mein, in solchen Sachen ist man ja nicht oft allein, gell? Was wollen Sie denn jetzt damit sagen? Sie sind mir heute früh schon aufgefallen. Ich sag's Ihnen auf den Kopf zu. Sie sind der Komplize. Ja, also gut. Ich geb's zu. Wir haben die Bewusste auf Zeiten gebracht. Na, Fachgerecht zerlegt. ich muss mich setzen. Ja, und ich muss einmal schnell wohin. Also gut, über das Fachgerechte müssen wir noch reden, wenn die Überreste vorliegen. Wo ist er denn jetzt hin? Jetzt einmal langsam. Was geht denn das der Polizei an, was da bei uns Rasten auf dem Hof passiert? Ja, glauben Sie, nur weil Sie hier mitten in der Prärie hausen, jenseits von Leremy, wäre es in Ordnung, dass man so mir nix, dir nix... Ja? Ja, die hat uns doch das Leben quasi zur Hölle gemacht. Also geht's, übertreibst aber schon. Weil's wahr ist. Direktrice hat uns die Oma wegen ihrem Schnuffili. Ja, aber Mord bleibt Mord. Ja. Vielleicht sogar heimtückischer. Abgründe tun sich auf. Jetzt wird's aber Tag. Das war kein Mord. Das war eine reguläre Hausschlachtung. Hey, was blärst du so umeinander? Mama! Passt dir vielleicht schon wieder was nicht? Der Geist von der Oma. Der Geist? Ja, das wüsste ich. Sag einmal, wo warst denn du? Ja, Oma? Gell, hab ich doch richtig gehört. Ist das Empfangskomitee da vielleicht für mich? Liebe Frau Lindner, wir haben uns ja solche Song um Sie gemacht. Um mich? Ja? Das war mir neu. Aber das Polizeiaufgebot da, das ist ja wohl nicht wegen mir. Hast vielleicht du am Ende wieder was hochgestellt? Also, das ist jetzt schon, dass Sie da sind. Ja. Weil wir nämlich primär wegen Ihrer Ermordung ermitteln. Meiner Ermordung? Haben Sie was getrunken? Kein Alkohol im Dienst. Da muss das angeboren sein. Was? Dass Sie so fantasieren? Ja, vielleicht haben wir ja Fieber. Frau Lindner, wir haben wirklich Grund zur Annahme gehabt. Ich meine, die Indizien haben dafür gesprochen, dass Ihnen wirklich was passiert hätte sein können. Aha. Und dann meinen Sie, kann ja jeder das Maul reißen, wenn ich einmal in der Nacht nicht heimkomme? Nein. Falls Sie es noch nicht bemerkt haben, ich bin volljährig. Aber natürlich, ja. Kümmern Sie sich um Ihr gestingertes Motorradl, ich kümmere mich um meine Sachen.
Ja, weißt du, Mama, der Herr ist Kriminalkommissar aus Rosenheim. Ja, umso schlimmer. Sie vergeuden da ihre kostbare Zeit. Und dabei geht in Rosenheim beim Herbstfest drunter und drüber. Typisch, sie war auf dem Herbstfest. Ja, wie jedes Jahr beim Klassentreffen. Und jedes Jahr werden es weniger. Dafür war es umso zünftiger. Sieh, ich sag dir was, da hat es gestern so eine Rafferei gegeben, mein Lieber. Ja, ein Preis und ein Bayer wegen irgend so einer Sekretärin von den Preisen da. Ich hab's ja gar nicht so mitgekriegt, aber wie dann die Masken geflogen sind. Mein lieber Spitz, wenn ich da meinen Schirm nicht dabei gehabt hätte. Die waren schnell auseinander. Aber wieder mal typisch, Polizei hat sie wieder mal keine blicken lassen. Im Gegenteil, und wir, die war schon da. Beifall. Ja, aber die ermittelt auf so einem Fest eher verdeckt. Verdeckt? Ja. So. Ja. Und überhaupt, schuld ist ja sie da. Ich? Mein Gott, Dirndl, du erinnerst dich wohl an gar nichts mehr, ha? Ja, war ich am Ende bei der Rafferei auch dabei? Na, aber wir zwei sind doch miteinander in deinem kleinen Auto nach Rosenheim gefahren. Und ich war da gern wieder mit zurückgefahren. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. So, ja. Na, so kann man's auch nicht. Ja, jetzt bin ich natürlich ohne Fahrgelegenheit da gestanden. Ja, was ist denn da? Ohne Fahrgelegenheit da gestanden, gell? Ja, ich hab da bei der Sommerreise übernachtet. Liebe Frau Lindner, da muss ich mich ja 1000-mal bei Ihnen entschuldigen. Ah, ich schon vergessen. Wir haben ja so auch unseren Spaß gehabt. Oh, meine Mama, wir sind so froh, dass du wieder da bist. Na, schauen wir einmal. So, jetzt muss ich mich aber um mein Schnüffeli kümmern, gell? Ja, und ich muss jetzt einmal schnell da hinkriegen. Mama, magst du nicht erst ein bisschen frisch machen? Frisch machen? Ja.
Liebe Oma, wenn ich so sagen darf. Ja, freilich. Ja, also nachdem ja sozusagen unsere Familie leider etwas kleiner geworden ist. Ja, so ist das Leben. Ja, jedenfalls habe ich, beziehungsweise wir haben eine kleine Überraschung für dich. Ich wär Uroma. Uroma. Wir haben immer Ding-Dang-Oma gesagt. Ja, Mädel, warum hast du nichts gesagt? So, was sag ich? Jetzt haben wir den Meier noch in der engsten Familie. Nein, lieber Sepp, ganz so weit ist dann doch noch nicht. Aber es kann dir nur werden. Ja, was ist denn jetzt die Überraschung? Also, damit du nicht länger alleine bleibst, habe ich da was mitgebracht. Sozusagen für uns alle. Ist das wie Butter? So langweilig. Das ist ja... Bertha 3. Mein Thomas, das ist eine Freude und so eine Überraschung. Ja, Maike, ein Meier hat halt immer schon ein Herz gehabt für die Frauen. Nicht schon wieder. Wenn's du nicht stattest, gell? Ja, ich weiß schon. Dann überschreibst du nicht. Doch, auf alle Fälle. Na, aber in dem Vertrag muss rein, dass das kleine Putzerle im Zuhäusl ein eigenes Kammerl kriegt und freien Zugang zum Garten. Wenn's weiter nichts ist. Und Bertha 1 und Bertha 3 haben lebenslänglichen Austrag. Lebenslang. Ja. Was tut man nicht alles für die EU-Normen? Das ist bei uns immer schon so gewesen, schon lang vor der EU. Eingeschlagen? Ja, Bauer. So, jetzt kümmert sie dich um das kleine Putzerle, dass sie sich da heraus nicht verkühlt, gell? Oh, Ja, Putzerl. so putz ich's dir. Sei du nicht so zudringlich da. Kannst du dich halt bitte ums Eistrand kümmern? Bitte. Karin, hast du gehört? Bitte. Ja, nachher kann ich nicht mehr nachsagen. Chef, ja, was Ihre Freundin anbelangt. Mensch, Pfeifel, ich sag Ihnen was. Ein Wort im Büro oder beim Betriebskegel, gell, ich sag's Ihnen. Ich kann schweigen wie ein Grab. Sie, Herr Bruno. Also irgendwie werd ich nicht schlau aus Ihnen. Ja, das hat meine erste Frau auch immer gesagt. Sie sind gar nicht mehr verheiratet. Doch. Ich erwähne jetzt. Na, ich bin sozusagen mit der Polizei verheiratet, gell? Also quasi mit mir. Aber Herr Berghammer. Meier, bitte, ich bin der Bergmeier, merken Sie sich einmal. Also, wie komme ich bloß immer auf den Namen Berghammer? Ha? Weil das der Bulle aus dem Fernsehen ist. Aber unser Herr Bergmeier, das ist der echte. Bulle von Rosenheim.